Generation Stanley! Merci vielmals. Ich habe einen Text über meinen Lieblings-Rockstar. Der Text heißt James Blunt. Gut so. Es gibt Dinge, die nur schwer von den Lippen gehen, obwohl es bei viel Tabus den meisten Menschen gleich geht. Man muss den Mut haben, die peinlichen Dinge auszusprechen. Gebt zu, dass ihr ab und zu in die Dusche pinkelt, das kann so befreiend sein. Also das Zugeben. Das beides. Jeder und jeder hat etwas Peinliches, was mal raus muss. Ich fange an. Ich höre gerne James Blunt. Ja, jetzt ist es raus. Und die meisten denken sich, das ist gar nicht so schlimm und das wäre es auch nicht, wenn ich eine 54-jährige Hausfrau wäre, die irgendwelche Zitate bestehend aus Worten wie Life, Dream, Love und Destiny mit Papyrusfont auf irgendwelchen Stockfotos vom kalifornischen Sonnenuntergang auf Facebook posten würde. Wie ihr feststellen könnt, bin ich keine 54-jährige Hausfrau, trotzdem höre ich James Blunt, wenn ihr mich in der S-Bahn mit Kopfhörern seht. Ich versuche das zu kaschieren, indem ich böse gucke und mit dem Fuß einen schnellen Takt mitwippe, aber ich kann es nicht verstecken. In einer Zeit, in der sich veraltete Geschlechterrollen langsam auflösen sollten, fällt es vielen von uns Männern noch schwer, eine von uns als feminin verstandene Seite zu zeigen. Und darum handeln wir nach alten Mustern. Obwohl der Lavendel-Conditioner der Freundin so gut riecht, greifen wir täglich nach dem Black Steel Frosted Paint Duschgel. Obwohl wir eigentlich lieber als kleiner Löffel in den liebenden Armen eines warmen Frauenkörpers liegen würden, ertrinken wir regelmäßig als großer Löffel in den Haaren des vor uns schnarchenden Hochofens. Und obwohl James Blunt mit erschlagender Präzision von exakt unserem letzten Breakup singt, hören wir was Gangsteriges von Rappern wie Kollega mit fragwürdigen Texten. Ich habe die Spielregeln vom Mannsein nie ganz verstanden. Als kleiner Junge musste ich oft mit meiner Cousine und ihren unzähligen Barbies spielen. Normalerweise machen das Jungs nicht. Im Fachjargon der unaufgeklärten Schulhofsprache war das schwul. Für uns gab es den Action Man, das männliche Pendant zur Barbie-Puppe. Schon der Name allein versprach pure Männlichkeit, Action Man. Das ist mal Gender-Marketing. Das hätte in Sachen Maskulinität höchstens getoppt werden können von Namen wie Captain Testosterone oder Bizeps Bruno oder Ronnie McDosenbier. Und ja, manchmal hätte ich mir eine solche Figur gewünscht, aber ich bekam keine. Gut, mein Vater war ein sehr sparsamer Lehrer, da hieß es meistens, bastel dir deine Spielfiguren doch selbst. Und ich war ein sehr faules Kind, also spielte ich meistens mit Stockmännern. Und habe mit meiner Cousine und den Barbies, auch wenn ich dafür belächelt wurde. Aber man muss es so sehen, ich entkleidete zwar fragwürdige, aber für einen Jungen doch sehr reizvolle Frauenkörper, während andere Jungs enge Camouflage-Westchen über eine ölig glänzende, muskelbepackte Männerbrust streiften. Und mein Verhalten war schwul. Weil wir verbrachten doch, als wir kleine Jungs waren, Tag und Nacht zusammen. Wir umarmten uns, wir teilten alles miteinander. Wir kannten gegenseitig die tiefsten Geheimnisse und sprachen am Ende des Tages über das Erlebte und wie wir uns gefühlt hatten. Wer hätte was auf dem Pausenhof mit einem Mädchen gespielt, das war dann schwul. Wie gesagt, ich habe die Spielregeln nie ganz verstanden. Wir wurden älter, was soll ich sagen, ich entkleidete nach wie vor gerne Frauenkörper, da hat sich nicht viel geändert. Nur ist es plötzlich alles andere als schwul geworden, im Gegenteil. Männerbrüste hingegen wurden schlagartig weniger angefasst als damals. Allgemein kam man einem anderen Mann lieber nicht mehr zu nahe, das war irgendwann tabu und aus den Umarmungen wurden coole Handschläge. Wir fragten nicht mehr viel über den Tag des anderen, schon gar nicht nach Gefühlen, bloß nicht nach Gefühlen. Gefühle von Mann zu Mann konnten nur noch betrunken geäußert werden. Mit dem Arm über die Schulter des anderen und den magischen Worten, weißt du, Jonas, du bist schon ein Bro. Das war's. Das war der komplette Liebesbeweis für den Bruder im Geist, der Tag und Nacht für dich da war. Der da war, als Steffi dir dein Herz über Monate hinweg langsam aber stetig in 1000 kleine Stücke zerrissen und es dir schließlich mit einem gebrochenen Stolz zum Frühstück serviert hatte. Er war für dich da, als du dich unbegründet schlecht fühltest und dich umso schlechter fühltest, weil es keinen Grund gab, sich schlecht zu fühlen. Er war für dich da. Also er und James Blunt. Und alles, was du sagen durftest, du bist schon ein Bro. Und heute? Heute bricht der weiche Kern namens Männlichkeit ganz langsam aus einem engen Korsett aus unsicherem Stolz heraus. Die Nähe kommt zurück. Umarmungen werden wieder zu Umarmungen. Wisst ihr was? Auch Männerbrüste werden wieder angefasst. Und zwar am Testosteron geladensten Ort überhaupt. Im Fitnessstudio. Da fasst man sich mittlerweile an den Arm, an das Bein, an die Brust, ganz ohne Homophobie, aber mit großem Respekt und Bewunderung füreinander. Schon wieder haben sich Regeln geändert. Männlichkeit ist so herrlich unsicher und verletzlich.
Ich habe irgendwann realisiert, dass niemand die Spielregeln ganz genau versteht. Vielleicht müsste man eher aufhören, sie aufzustellen. Wir müssen mehr miteinander reden zu können, denn nach Hause zu kommen und die Erfahrung des Lebens mit Freunden teilen zu können, ist doch das, was uns lebendig fühlen lässt. Das ist ein Zitat von James Blunt. Und der hat immerhin in den 90er als Offizier der britischen Armee im Kosovo-Krieg gekämpft. Ja, der Schnulze-Sänger selbst war tatsächlich schon tougher als Bizeps Bruno, damals als Kollega wahrscheinlich noch mit seinem Action Man gespielt hat. Vielen Dank.